Haut echten fachte Sonndech begréessen ich aus der Kirch vun Hemstel, méiwer dro vunheit Sondes Mass. Et singt ze Summe mat Frenn, Choral St. Cecile Hemstel, die dëst Joer hier 125-jährig Bestoen feiert. Dirigent ass den Tom Osborne, Organistin Libby Kramer. Sie spielt als Entrée o Lamm Gottes vum Pachelbel. Duno Sangemer avec toi vun Cervelle Angelino, Deutsche Messe 72 vum Prinz, Be Merciful Lord vum Hogan, Le Chemin du Seigneur vun Sguarneck Anna Kepsimas, gibt Zeugnis von der Hoffnung vun Eckart an Heurich, an als Schlusslied Il a pour non Miséricorde vun Nouri an Leko. Durchel spielt als Sorti, was Gott tut, das ist wohlgetan vum Pachelbel. Masket gehalen vum Herr Carlo Morbach, Pastor an der Poix, Region Echter nach St. Willibrocht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich mag Christen, liebe Leute, die dir Lomadeishai verbunden sind. Ich begrüße euch ganz herzlich aus der Kirche von Hemsteln. Wir sind heute zusammen, und wir starten neben der Fastenzeit mit dieser Mass auch die Festlichkeiten für das 125-jährige Bestehen von der Hemsteler Choral. Das sollte wohl schon 2 Jahre gefeiert gehen, wenn leider konnte aus bekannten Gründen das nicht so sein. Und dieses Jahr sind es dann noch 50 Jahre, dass das Choral als gemischten Chor besteht. Als Mass soll dafür in Undenken und all freier Membres sein. Der nächste Fastensonntag, da steht das Evangelium unter dem Thema von den Versuchungen. Die Jesus aus nur einer Zeit, wo Fasten, doch eine Reihe von Versuchungen ausgesagt, die in irgendwie auch als allgemeine Versuchungen von Mensch können bezeichnen. Als menschliche Gurmannsigkeit, nur Murcht an Abfluss, nur Unerkennung, an Bedeutung, nur Reichtum, an Wohlstand, als das ziemlich ohne Grenzen. Aber als das alles, als das als Leben, kann Murcht nicht doch korrupt und kriminell machen. Gerade in dieser Zeit weisen sich auf viele Plätze in unserer Gesellschaft dann noch weltweit so Tendenzen, die uns immer mehr an eine ganz prekäre Situation bringen. Not und Hunger, Krieg und Verdreibung sind Folgen von so einem Streben nach Macht und Einfluss. Und dann, als es sicher noch immer mehr materiellem Wohlstand, es kann ihn doch Wurstem nennen, nicht doch ein Ausbeuten von den Ärmsten an dieser Welt. Müsste mir nicht ganz sehr eis bekehren, erlasslosen von all dem Streben und Geltung und Besitz. Aber einmal mit Macht versehen, erzählen wir Geschichten, die erniedrigen und spalten. Als nicht dieser Satz vom Dacher Keltner, mehr wie wo überall an dieser heutigen Zeit. Rufen wir als Herr Jesus Christus im Sinn Gnot an dem sein Erbarmen und. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast dich in deinem Sohn den Verlockungen des Bösen ausgesetzt. Er hat der Versuchung widerstanden und ist dir treu geblieben. Du weißt, wie auch wir jeden Tag diesen Angeboten begegnen, die unsere Zuneigung, unsere Treue, unser Vertrauen einfordern. Schenke uns täglich neu die Kraft, die wir brauchen, um bei dir zu bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Genesis. Gott, der Herr, formte den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen, in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens
und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Schlange aber war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Wort des lebendigen Gottes.
vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir lesen haut Bischofswurt für die Fastenzeit 2023 mit dem Titel Für ein Kirch am Abbruch, pour une église en sortie. Ein Erzbischof schreibt: Liebe Brüder und Schwestern am Glauben, nur der Pandemie ist es Gott sei Dank nicht möglich, rauszugehen, Menschen zu begegnen und noch durch die Welt zu reisen. Das gilt doch für die Kirche, besonders mit Blick auf ihr Wesen und auf ihre Mission. Die Kirche ist synodal. Die Dynamik vom Abbruch hat weder den aktuellen Papst nach der Zweiten Vatikanischen Konzil erfunden. Sie gehört sozusagen zur DNA von der Gläubigen und von der Kirche. Sie gründet am Wort Gottes selber. Den Abraham zum Beispiel aus dem Abruf, wo Gott noch kam, für ein neues Land abzubrechen. Der Moses hat sich vor Gott schicken gelassen, für sein jüdisches Volk aus der Sklaverei in Ägypten durch das Rote Meer an die Freiheit zu führen. Propheten haben sich vor Gott schicken gelassen, als eine Botschaft verkündigt. Sie wird gelehen oder ungelehen. Letztlich ist für uns Christen dem Jesus selber sein Missionsauftrag verpflichtend. Hier seht, dafür geht macht aus alle Völker Jünger. Gehen, zusammen Wehsinn, einander zugehen, zusammen Wort Gottes lauschen, am Heiligen Geist beten, an discernieren, was die nächsten Schritte sind, die zusammen zu machen sind, das von Anfang an eine grundlegende Charakteristik von der Kirche. Das ist die Synodalkirche, von der der Papst Franziskus schwätzt, eine Église en sortie. Europa und die Welt gehen durch eine schwere Zeit. Der Klimawandel, Pandemie, an der Lotzanter engem Jahr, der militärischen Angriff von Russland auf die Ukraine, haben nachhaltig Switten.
Sorgen an Denkste vu viele Mënschen vis-à-vis vun der Zukunft sinn groß. Grad an dieser Zeit, an der Mënschen Hoffnungsperspektive brauchen, sind aber viel Religionsgemeinschaften selber an der Krise an hun u Glaubwürdigkeit verloren. Mir auch der Glaube selber als an der Krise. Da stellt sich die Frage um Selbstverständnis von der Kirche und von ihrer Mission. Die Kirche ist ja kein Selbstzweck. Den Heilige Franz von Assisi hat am 12. Jahrhundert an einem Brief all Menschen als seine Brüder, als seine Schwestern bezeichnet, an ihnen einen einfachen Lebensstil zum Evangelium proposiert. An dem Sinn hat dieser Papst Franziskus direkt am ersten Satz von seiner Enzyklika Fratelli Tutti auf das Ziel von der Mission von der Kirche hingewiesen. Eine weltweit Fraternität oder universell Brüderlichkeit mit allen Menschen, besonders denen Armen, an denen die am Rand stehen, durch ein Leben, das dem Evangelium entspricht. Die Kirche muss sich selber als Umwege sehen, mit Brüder und Schwestern von anderen christlichen Konfessionen, wie auch von anderen Religionen, ja sogar mit denen, die nicht leben. Gott hat uns all geschaffen und er nur dieselbe lebt für alle Menschen. Neben der Verantwortung für alle Menschen haben wir als Christen aber auch eine Verantwortung für die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat. Sie ist das gemeinsame Haus, an dem wir als Menschheit wohnen. Durch den Erhalt von der Umwelt gehört zur Verkündigung und zur Mission von der Kirche. Umweltkatastrophen an der Erwärmung sie klar Zeichen, dass wir einen kollektiven Effort machen und ökologisch umkehren müssen. Gerade an der Fastenzeit sind wir als Christen aufgefordert, unseren Lebensstil zugunsten von Natur und Umwelt zu ändern. Zum Beispiel dadurch, dass wir mehr zu Fuß gehen, mehr Mobilität benutzen und unseren Energiekonsum reduzieren. Als einer spirituellen Affeierung auf der Europäischen Synodeversammlung des 6. Februar zu Prag hat den tschechischen Theolog Thomas Halik daran erinnert, wie die ersten Christen sich verstanden haben, als Jünger vom Weh, die dem nachgehen, der gesagt hat, ich bin der Weh. Gerade in Krisenzeiten gilt das Vision nicht neu zu entdecken. Ob dem Weh, der Christus mit uns geht, also entscheidend, dass wir ihm begegnen, und ob ihn am Heiligen Geist lauschen. Schon 24 Jahre hat der Papst Dax auf den bekannten biblischen Vers aus der Apokalypse hingewiesen, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Jesus will als in Kirche an uns Leben, an uns Herzen kommen. Mir haut, betonte Papst Franziskus, umgedreht, dass der Jesus auch von Bannen klappt. Hier will raus, aber wir müssen ihm nachgehen. Wir müssen über uns geistig, institutionell und konfessionell Grenzen heraus bei den Menschen gehen. Besonders bei den Armen, die ausgegrenzt, die an Not sind. An dem sind sie mir all Disziple Missionär. Liebe Brüder und Schwestern, am Anfang von der Fastenzeit 2023 will ich daran erinnern, dass Beten, Fasten an Almose gehen, als persönliche Freundschaft mit Jesus und als universelle Verbundenheit und Fraternität mit unseren Mitmenschen stärken können. An dem Sinn proposiere ich euch das. Versicht all da wenigstens einen Moment ausdrücklich für die Gebet zu reservieren. Versicht bewusst ihren Konsum zu reduzieren. Gesieht ein Budget für, den ihr für die Armen ausgehen wollt. Ostern feiern wir die Auferstehung vom gekreuzigten Herr Jesus Christus. Wenn wir die Fastenzeit als eine Vorbereitungszeit auf das zentrale Fest von unserem Glauben holen, dann ist es wichtig, dass das uns auch in der Haut geht, dass das etwas sowohl mit unserem Geist wie mit unserem Körper mischt. Nimmen, wenn ich nicht permanent saturiert bin von all dem, was ich an einem Tag an mich abholen, schaffe ich Platz für Christus an meinem Leben, für den Mitmensch an Not und noch für die Welt.
Fastenzeit 2023 holen mich als ein günstiger Moment vor, für meine Freundschaft mit Jesus Christus neu zu entdecken, für mein soziales Engagement wie auch mein Beitrag zum Umweltschutz zu überdenken. Das Motto von der Weltjugendtag lo Anfang August zu Lissabon ist: Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Macht ihr auf den Weg wie Maria, besonders stierleif Jungfrön. Geht mit mir und mit vielen Junken von Lützeburg und aus der ganzen Welt zusammen auf Weltjugendtag. Pour une église en sortie, dafür brauche ich euch. Maria, Mam vom Jesus, als gut Trägerin, a Patronisch von Stader Land, soll uns alle gut mit ihrem Beispiel, mit ihrem Gebiet auf dem Weg begleiten. Lützeburg, den 11. Februar 2023. Jean-Claude Kardinal Hollerich, Erzbischof von Lützeburg. Aber können wir nur zusammen glauben? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Als Herr Jesus Christus wird an seinem Leben manch Versuchungen widerstanden. Wir selber sind immer nächst mit Versuchungen konfrontiert. Mit großem Vertrauen wenden wir uns und Hirn erbeten. Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Wir wünschen uns am Leben immer nächst, dass das und das muss direkt als sehr erledigt gehen. Herr Jesus, los uns Bescheide sind an unseren Aussprüchen und gib uns Kraft, selber zu helfen, dass jeder in der Welt das tägliche Brot kann essen. Christus herr uns. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab. Wedags erwarte mir Hilfe an der Courage zu helfen von anderen, und mache selber nicht. Herr Jesus, los als aufmerksam sind für die Not und Leid von denen Armen und Unterdrückten, als sie begleiten mit unserem Ersatz. Christus Herr uns. Christus Herr uns. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Wie oft lassen wir uns von faulen Versprechen locken und machen selber solche Versprechen. Herr Jesus, lass uns erkennen, dass nur Ehrlichkeit uns und die Welt zusammenführen kann. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt. Menschen mit absoluter Murcht gesinnt Welt nimmer mit ihren an, aber wollen hier Murcht immer mehr ausbauen. Los sie erkennen, dass sie Recht von den anderen Nationen ob Selbstständigkeit müssen unerkennen. Christus herr uns. Christus herr uns. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Seit einem Jahr ist Krieg in der Ukraine. Lass die Kriegstreiber erkennen, dass sie im Unrecht sind und gib ihnen Gedanken des Friedens. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gib mir wieder die Freude deines Heiles. Viele Menschen haben beim Erdbeben in der Türkei und in Syrien ihr Leben verloren, sind verletzt und haben alles aufgeben müssen. Lass durch engagierte Hilfe ihr Leid gelindert werden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott sollst du anbeten und ihm allein dienen. Hol den Herr Pierre Vitry an alles Versturve bei dir ob, all Lucy an denger Gemeinschaft des Schlurven. Christus, Herr uns. Christus, Herr uns. Herr Jesus Christus,
von den erlebter Leidenschaft bis und Kreuz gif mir es stärke lassen und noch für Zukunft hoffen, dass das gut mich stärkers wie das bist. Dafür so mir der Merci, Elo an all Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, das wir zum Beginn dieser Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Ostern gelangen. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit den allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. See
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank. Er brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch. Er dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Brixius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Es gibt so vieles an dieser Welt, liebe Mitchristen, dass es immer nicht viel spielt, das ist wichtig für uns vier. Aber das Einzige ist, dass wir das noch nimmer das tun, was wir wirklich brauchen für uns Leben. Bitte mir für uns, mir aber auch für alle Menschen, dass sie das kriegen am Leben, was notwendig ist, mit denen wir, die uns Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. So hat es an der Lesung haut geheischt. Wäret nicht gut, wenn wir wirklich einst so wie Gott wären, an das Gut vom Böse könnten unterscheiden, und so endlich das Böse aus unserer Mitte könnten raushalen. Könnte man nicht so auch endlich Friede schaffen an unserer Welt? Aber wir sind leider noch weit davon weg. Und dafür beten wir, Herr Jesus Christus, guck nicht, ob es Fehler an, ob es Sünden, wir gucken, ob es so gute Willen an, ob es Engagement für diese Frieden. Erscheint also so alle Guten, dein Frieden. Der Friede von unserem Herr Jesus Christus sief mit euch all. Los mal auch gegenseitig diese Frieden wünschen. Wegen deiner Feindesliebe, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, Lamm Gottes, hingegeben uns mit Gott zu versöhnen, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, Lamm Gottes, beharrlich treu in der Botschaft der Liebe, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.
Lasset uns beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast uns in Jesus das Brot geschenkt, das der Welt Leben gibt. Wir danken dir dafür und bitten dich, verbanne Ich-Sucht und Lieblosigkeit aus unserer Mitte und führe uns durch deine Liebe zu mehr Engagement für dein Reich in dieser Welt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich wäre gern, ich würde gern, ich hätte gern. So viele Wünsche. Da fällt es nicht leicht, Nein zu sagen, zu verzichten, Verführungen und Versuchungen zu widerstehen. Wir bitten dich, Gott, hilf uns, nicht alles zu sein und nicht alles haben zu wollen, nicht neidvoll auf andere zu schauen und unsere Gedanken und unseren Blick nur auf das zu richten, was uns fehlt. Hilf uns, zufrieden zu sein mit dem Leben, das wir führen und dankbar für das, was wir haben, zu unserem eigenen Wohl und zum Wohle aller, mit denen wir unser Leben teilen. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft zu Hemstel. De nächste Sonntag iwwer Romatmas vun Klief. An loch schalte mat zrick an den Studio.